Regelmäßig gehen am AG Kunstausstellungen organisiert. Das kann also auch nicht von einem normalen Künstler, sondern für Profen aus dem Gebäude. Das Profen sind nicht nur Physik- oder Kunstprofen, sondern auch begeisterte Hobbyfotografen. Ist das die erste, dass der bei einer Ausstellung mitmacht? Am Großen und Ganzen nicht, aber die erste hier im Gebäude ja. Was hat dich dazu bewegt, bei dieser Ausstellung mitzumachen? Mal ganz einfach, für mit den Kollegen zusammen etwas zu machen und besonders auch Kollegen, die nicht unbedingt am Fach sind, die vielleicht Französisch haben oder Physikprof sind und so weiter. Das finde ich ganz interessant. Weil ich auch regelmäßig mit denen über Fotos schwätzen und dann hast du die erste eine Verlängerung. Viel Leid. Als Leid interessiert mich am meisten an Porträt sowieso. Wie soll da gerade Porträten? Porträt mich Leid mich immer interessiert. Dann den Ausdruck an dem Gesicht, das ziemlich kompliziert ist, was du kannst fotografieren. Mehr kompliziert wie Sport oder so, was just Momentaufnahmen sehen. Aber bei den Porträt musst du ein bisschen die Expression raussichern, am Modell schaffen oder mit der Person schaffen, die du porträtierst. Und das ist die Flotten, die hast du. Wie habt ihr den Schwach von eurer Foto gemacht? Weil ihr dürft nicht mehr einen gewissen Unzahl von Fotos holen. Ja, das ist ein ganz gut Frage. Eine wichtige Frage für eine Ausstellung soll ja eigentlich etwas ganz Zusammenhängendes fehlen. Also eine Serie, die Kaberschwanz hat, wo wie ein Goss wirkt, wie wenn sie aus einem Elan entstanden wird. Es sind natürlich Fotos von 3 verschiedenen Momenten, 3 verschiedenen Plätzen, aber trotzdem die Sujets, die drauf sind, die Objekte, die in Römen kennen kann, die erinnern bei allen Fotos eng und Jana. Das ist so wirklich ein Ping-Pong-Spiel, so dass eine Linie dran ist. Das ist eigentlich das, was Fischers bei einer Ausstellung zu probieren, eine Linie dran zu bringen, wo die Fotos sich Gesamtbilder gehen, von denen sie einzeln guckt, und aber auch allen Art zusammen guckt. Habt ihr ein Lieblingsfoto? Da ist eng von Straßbusch, wo ganz viel Architektur ist, für so ein immens engem Hellzell Lud an der Mitte ist. Und da kann den, wenn ihr ein bisschen guckt, ein Gesicht auf einem Platz rauslassen und einen Face. Man muss gut gucken, ich sehe den nicht direkt. Das ist ein Mensch, der geht so von der Luft auf von der Architektur ein bisschen geschleckt. Und das ist mein Lieblingsfoto. Das fand ich, das ist zwar nicht so programmiert gewesen, das war die flottsten Hasard, wie sie den Zufall. Es sieht ja eigentlich, wie der gerade gesagt hat, ein professioneller Fotograf. Merkt ihr den Unterschied heute zwischen professionellen und Amateurfotografie? Ich merke das oft, dass die Amateurfotografie ganz professionell gemacht wird. Ganz viele Amateure, die haben terrible gute Kenntnisse an, die machen das als ganz engagierten Hobby an. Das gesagt auch als Resultat, wo mir die Kinder steht, ob das ein professionellen oder ein Amateurfotograf ist. Heinz, du gesehen, dass Amateurfotografen die besser sind wie professionelle.